Grüß euch benannt und einen Sakrischkurden. Jetzt Kasperl. Juhu, da ist es wieder, das Intro. Manche von euch waren vielleicht froh, dass es weg war. Manche haben gemeint, hoffentlich kommt es bald wieder. Da ist es wieder. Denn es gibt klassischen Reini-Content. Ja, ich hätte so früh nicht damit gerechnet. Ich habe heute Nachmittag noch geschrieben mit ein paar netten Leuten, wo ich gemeint habe, was glaubt ihr, wie lange dauert es? Vielleicht bis zum Wochenende oder so, ja, bis der Reini wieder Content bringt. Und da ist es. Es muss im Sackisch unter die Zerrnägel brennt haben. Unter die pilzverseuchten Ogerkrallen. Oh. Das Bild ohne Scheiße, das verfolgt mir in meine Albträume wahrscheinlich noch bis ins hohe Alter. Dass er jetzt so lange die schimmligen, wassergefüllten Füße stillhalten hat müssen. Also bis jetzt auf diesen Community-Post, den er da gebracht hat, aber auch da hat er sich ja nicht verkneifen können, den ein oder anderen Diss rauszulassen. Ich habe die letzten 30 Sekunden oder sowas habe ich gesehen gehabt. Sprich, knappe Viertelstunde kriege ich hier auch zum ersten Mal mit. Das heißt, ich glaube, ich stehe im Wald. Er steht offensichtlich im Wald. In mehr als nur einer Hinsicht. Und ich nehme mal stark an, dass er sich jetzt gebessert hat. Weil das hat er versprochen. Der Reini hat doch gesagt, vor Gericht, er will sich ändern und auch in seinem Community-Post, er will wieder besseren Content machen. Ich weiß nicht, ob er jetzt im Wald Headbang-Video streamen macht oder ich weiß es nicht. Aber wir werden es sehen. Ja, also fest steht, es wird besserer Content sein als davor und er wird sich gebessert haben. Und es wird sicher nicht über die Hater gehen. Machen wir uns nichts vor. Wenn mir jetzt jemand sagt, hier, Geld auf den Tisch, dann setze ich mein Geld aufs Haterfeld. Es wird um Hater gehen. Und zwar wahrscheinlich 90% von dem ganzen Stuss. Ja, der große Reue-Lord hat sich verabschiedet ein paar Tage nach der Verhandlung. Und jetzt geht's wieder los, wie vorher. Ich, Reimi, bin extra nur an der Tanke vorbeigefahren und hab mal heute geholt. Haha, there we go. Nämlich sage und schreibe kein Bier mehr im Haus gehabt. Dementsprechend, soll ich sagen, gehen wir einer ein, Rainer. Mein Auto wurde gesehen, irgendwo bei Gremsdorf. Nee. Was ist los? Kein Metal, Leute? Also wahrscheinlich hat der Ranger ein bisschen zu spät. Ja, wir schauen beim Ranger. Für die Leute, die es nicht erkannt haben. Wahrscheinlich hat der Ranger ein bisschen später eingeschalten. Ja, genau. Jeder Schmutz läuft hier schon seit einer Minute. Nicht Quatsch, bei Gremsdorf. Gremsdorf ist was anderes. Bei, Reini, war Gremsdorf vielleicht das, wo du tatsächlich warst? Hast dich halt wieder verplappert? Keine Ahnung, wie das Kaff heißt. Ich war da wo essen. Ich habe mein Auto da wo abgestellt, wo irgendwelche Parkplätze sind. Das sind anscheinend irgendwelche Anwohnerparkplätze. Allerdings steht da Besucher. Deswegen habe ich da gedacht, ich park da. Und war, weiß nicht, so gefühlt 100 Meter oder so oder 200 Meter weiter. Er hat sich 200 Meter von seinem Auto entfernt. Punkt 1, er hat dabei kein Herzkasperl gekriegt. Punkt 2, er ist nicht vollkommen in Panik verfallen, weil der irgendwer seinem Auto was tun könnte. Wo ich dann einfach gedacht habe, ich gehe was essen, so. Dann war ich so schnell im Wirtshaus und so und dann sehe ich halt... Im Wirtshaus? Wie ich gerade zurücklaufe, die haben mich gar nicht bemerkt, glaube ich. Wie ich dann zurücklaufe, merke ich, wie so ein paar Vollpfosten in einem weißen, ich weiß nicht, was er VW, wieder mal Fotos von meinem Auto machen. Das ist schwer kriminell, Rainer. Also gleich Anzeige rausschmeißen. Gleich die juristischen Prügeln ausschmeißen. Da hat jemand ein Foto von seinem Auto gemacht.
Er hat praktisch dem Auto die Seele gestohlen. Geht gar nicht. Hinrichten vor Ort. So. Ich kapiere beim besten Willen, was es schon wieder sollte für einen Kindergarten da. Im Übrigen einen Stremene machen, während man im Wald steht, wo der Empfang ganz großartig ist. Bitte sehr. Danke sehr. Wir werden demnächst wieder mehr Videos und mehr Streams machen. Im Moment kommt recht wenig. Also No. Nee, echt, Rainer. Ist jetzt wenig gekommen in letzter Zeit. Du sagst nicht. das war jetzt schon das Thema. Also ich habe da wird momentan behauptet, ich würde da einziehen. Das stimmt aber nicht. Ich war in einem Restaurant in der Nähe. Also du bist nicht ins Restaurant eingezogen. Das ist schon, das ist schon mal beruhigend für den Restaurantbesitzer. Reini sitzt da drin, macht seinen Rechner auf, steht die Zahncouch rein. Sagt, wieso? Stand da draußen, all you can eat. Nähe, also in einem Wirtshaus, und dann hat sich die Sache erledigt gehabt, ja. Also hört mal bitte auf, ja. Die Hater zeigen mal wieder perfekt an. Bing, 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 bing. Wir sind 1 Minute und 20 drin. Ich weiß ja nicht, wie gesagt, aber 1 Minute und 20 im Video. Ich weiß nicht, wie lange der Stream in der vorher schon ging. Und Hater sind's. Wie daneben sie sind mit ihrem Verhalten. So, aber genug von dem Hater. Ich möchte nämlich das Thema Hater gar nicht so viel erwähnen. Nein, natürlich nicht. Reini, das ist ein bisschen habe ich ihn vermisst. Das ist unser Rainer, so wie wir ihn kennen. Er möchte jetzt eigentlich gar nicht so sehr über die Hater reden. Das ist jetzt gar kein gutes Thema, das machen wir jetzt nicht. Ja? Also, Hater sind kein Thema mehr. Hater. Weiter geht's. Nicht mehr. Und ich möchte eigentlich versuchen, endlich mal zu ignorieren. Jetzt ist die Verhandlung vorbei und jetzt fange ich schon wieder mit dem Scheiß an. Ja, Rainer. Das liegt daran, dass wir da oben mietfrei wohnen. Obwohl ich mir geschworen habe, dass ich diesen ganzen Bullshit hinter mir lasse. Also, zu erfreulicheren Neuigkeiten. Es tut mir leid, dass ich gerade so wenig Videos mache. Das Wochenende wollte ich mir frei nehmen, das habe ich gemacht. Heute Rainer, du bist arbeitslos. Du kannst dir nicht frei nehmen. ist Montag. Ich hatte eigentlich heute schon vor, etwas mehr zu Videos machen, mehr zu streamen. Momentan würde ja alles. Hatte vor, ich habe geplant, Qualitätsoffensive, müssen wir mal schauen, wissen wir noch nicht. Mögliche spekuliert. Der hat eine Bewährungsauflage, er darf nicht streamen. Der Bullshit. Nein, aber du darfst dich nicht mehr offensiv verhalten, du sollst nicht mehr provozieren. Ich glaube, du darfst jetzt schon langsam ein wenig aufpassen, was du in deinen Streamen so sagst, tust und machst. Ich freue mich auf die nächsten 15 Minuten von diesem Video. Der Richter hat selbst gesagt, dass die das gar nicht machen können, so, oder nicht machen dürfen irgendwie. Ich habe nicht weiter nachgefragt, weil es. Interessiert mich nicht, das ist ja nur mein Job und geht ja nur um eine Haftstrafe für mich. War mir vollkommen wurscht. 12 Monate Bewährung, das ist praktisch wie Freispruch, dann war ich zufrieden, dann bin ich gegangen. Das war letzten Endes uninteressant. Für mich als letzten Endes Person, dass ich nichts Video machen darf, war nicht der Fall. Also, es ist auf jeden Fall so, ich habe das Wochenende auf jeden Fall genossen. Ich habe ein bisschen gefeiert, ich habe ein bisschen gesoffen, ich war in Saunas, ich war in Discos, ich war einfach unterwegs. Was mich überrascht hat, dass mich einfach kein Schwein gesehen hat, aber gut. Vielleicht weil es Lülülü ist. Vielleicht ist Lülülü Rainer. Ich hab gefeiert, ich war in Discos. Oder du warst im VIP-Bereich, Rainer, das jetzt gewesen sei. Vorteil ist halt auch, wenn man jetzt geimpft ist und nicht alle geimpft sind, und ich könnte mir vorstellen, dass viele Hater nicht geimpft sind. Nur die meisten. Die meisten sind geimpft von uns, glaubt. Deswegen YOLO. Der Ewigkeiten sie mit Händen und Füßen dagegen gewehrt hat, sich impfen zu lassen. Flext jetzt so, ich bin ja geimpft, aber die dummen Hater sind wahrscheinlich nicht geimpft, da sind die hart gekniffen. Alter, wir haben zurückrechnen können, wir wissen, dass du dich erst im Januar impfen hast lassen, wo es abzusehen war, dass du bald auf der Straße sitzt und das dringend gebraucht hast, um in Hotels unterzukommen. Ansonsten wärst du bis heute nicht gepiekst, da brauchst du uns keine Scheiße verzapfen.
Also hör auf, dich jetzt, das ist so viel Sand hinzustellen. So, oh, war das Sauna und. Ja, ich bin jetzt hier an so einem richtig schönen Und außerdem wolltest du nicht mehr über die Hater reden. Waldweg irgendwo. Hier steht der Ranger. Und hier bin ich jetzt einfach mal irgendwo im Nirgendwo. Keine Ahnung, wo das ist. Irgendwo im Nirgendwo, keine Ahnung. Da darfst du höchstwahrscheinlich mit deinem Ranger auch nicht fahren. Bin jetzt einfach. Weil es einen Grund hat, dass nicht jeder Depp mit einem großen blauen Allradauto durch jeden Wald in Deutschland durchhorzen darf, wie Gasnarische. Ich bin mal so ein Stück Waldweg hochgefahren. Da war auch kein Verbotsschild, das durfte ich da auch hochfahren. Und ja, das ist so eine richtig schöne Strecke auch für den Ranger. Auch da hoch bin ich auch gefahren. Dann bin ich ein Stück wieder runtergefahren. War richtig cool. Oh, richtig cool. Ich bin ein bisschen hochgefahren, ein bisschen runtergefahren. Wie ein kleines Kind. Ihr habt mir ein großes Spielzeug gekauft. So, und jetzt ist es so, dass ich gedacht habe, ja, was mache ich jetzt? Ich muss euch ich muss irgendwelchen Input geben, bitte. Ja, richtig, Rainer. Also eigentlich falsch. Streng genommen wäre es schlauer gewesen, nie wieder Internet, aber Beim letzten Mal nach der Verhandlung sind meine Einnahmen noch die Decke gegangen. Auch dieses Mal also ich habe 2.000, 3.000, 4.000 Abonnenten dazu bekommen. Also erstmal ein herzliches Willkommen beim Drachen und vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Alter. Ganz vorsichtig, Rainer. Ganz, ganz vorsichtig. Zum einen provozierst du gerade schon wieder die Hater, indem du praktisch sagst, ja, bringt mich doch vor Gericht. Das hilft mir ja nur finanziell. Zum anderen könntest du gerade ein bisschen den Eindruck erwecken, hier so Gerichtsprozesse und so ein Scheiß tun mir ja gut. Da stoße ich mich ja gesund dran, solange ich nicht in den Knast gehe. Ist alles geil. Vorsichtig, Rainer. Was zur Hölle? Wartet mal. Asura. Ey, du hast ja den blauen Drachen mit roten Herzchen. Das heißt doch, wie lange bist du schon dabei? 2 Jahre? Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr langer Zeitraum. Ich müsste nachschauen, ich weiß es jetzt nicht, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall das letzte oder vorletzte der Icons, die man bekommen kann, wenn man lange dabei ist. Das geht ja nach Monaten und nach Jahren. Erst geht es ja nach Monaten und dann geht es ja nach einem Jahr und nach 2 Jahren. Also wirklich erstmal vielen, vielen lieben Dank und danke, dass du so lange mich schon unterstützen. Ja. Jahrelang Speerlutschnö. Und so lange dabei bist. Vollbart steht dir. Ja, ich trage momentan Vollbart. Das liegt allerdings nicht daran, dass ich irgendwie Vollbart will, sondern dass ich einfach zu faul bin zum Rasieren. Ja, Rainer, das kennen wir bei dir. Und derzeit auch meine Haare. Ich werde die heute Abend noch ein bisschen nachschneiden. Ja, hast du hier irgendwie vorm Auszug aus der Schanze noch mitgenommen? Alte Kindergarten-Bastelschere. Damit hast du dann vorm Prozess noch ein bisschen die Haare geschnitten. Ja? Einen guten Eindruck macht. Oder morgen, mal schauen. Im Moment ist es einfach katastrophal. Ich habe jetzt, ohne Scheiß, es war jetzt irgendein Vogel oder sowas und ich weiß nicht, was das jetzt im Hintergrund war. Ich habe sofort wieder Alarmanlagen, Schanzen-Alarmanlagen-Vibes gekriegt. Die scheiß Alarmanlage mit in den Wald genommen. Und ich muss mich unbedingt rasieren, ey. Das ist. Nein, Rainer, je mehr von deinem Gesicht verdeckt ist, desto besser ist es für alle Beteiligten. Boah, das geht ja gar nicht. So, auch danke für die Unterstützung gerade. Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht weiter streamen, ich möchte jetzt gleich weiter. Ich muss jetzt da noch was erledigen. Ich will heute Abend oder jetzt zumindest heute oder morgen noch das Video schneiden. Ich war im Tiergarten Nürnberg vor ein paar Tagen. Alter, was ist das? Oder eigentlich vor einer Woche, vor der Verhandlung. Und habe mir gedacht, hey, warum nicht? Jetzt fahr da einfach hin und mach das und zieh das durch. Achso, das sind hier die Soundeffekte von... Alter, das ist immer hurennervig einfach. Und dann war ich da und habe aber leider das Video dazu nicht bearbeitet und nicht hochgeladen. Und jetzt habe ich das Video aber schon seit Wochen auf der Platte. Ich habe neulich einen Post gemacht auf meinem Kanal, dass ich keine Videos hochladen kann aktuell, weil mein Computer nicht geht. Heiner, dein Computer ist nagelneu. Was geht denn an dem nicht? Natürlich wären Livestreams eine Möglichkeit gewesen, aber wenn ich zum Beispiel einen Livestream mache, wie ich durch den Tiergarten laufe, ist natürlich beschissen, weil mir dann natürlich wieder jeder Pisser nachrennt. Na, Rainer, nicht unbedingt. Also, Der hat mich gefaked.
Wie auch immer, wir möchten uns nicht darüber aufregen. Nochmal vielen Dank für alle Unterstützung. Ich kann leider nicht auf alles eingehen, weil ich jetzt gerade, wie gesagt, nur ganz kurz noch reden möchte. So. Ich bin hier richtig alleine. Momentan werden so viele Bullshit-Sachen erzählt. Ich weiß gar nicht, was das immer alles soll. Oh, jetzt geht's wieder um die Haters. Aber wirklich, ja, das sind, glaube ich, die Soundeffekte hier beim Ranger. Das irritiert mich gerade ein bisschen. Ich werde jetzt auf jeden Fall dann gleich noch weiterfahren. Der Plan ist, das kann ich jetzt mal erzählen, weil das jetzt sowieso uninteressant ist. Der Plan ist jetzt erst einmal runter Richtung Süden. Ich möchte Richtung Ulm. Da hatte ich vor. Also wenn er sagt, ja, ist jetzt auch egal, erzähle ich halt meinen Plan. Es geht genauso weiter wie vor der Verhandlung. Hier sind wir jetzt wieder, Schnitzeljagdstaffel, auf, hier geht's. Ja? Er erzählt, er fährt nach Süden, er fährt sicher nicht nach Süden, wenn er es hier im Stream sagt. Dann fährt er wahrscheinlich nach Norden oder sonst, aber auf jeden Fall nicht nach Süden. Ach ja, wir spielen wieder Scotland Yard mit dem da hatte ich vor, die Tage noch mal ein bisschen aufzunehmen. Da gab es auch noch ein paar Locations, die ich von früher schon kenne. Da wollte ich mal wieder hin. Die sind auch ziemlich abgelegen, also kann ich das ruhig erzählen, weil es keine Sau interessiert, weil kein Schwein weiß, wo ich genau hin will. Armin, vielen, vielen Dank für deine Unterstützung und vielen Dank für alle anderen Unterstützungen. Ey, ich habe schon 13,98 € rausgehauen, ist doch irre. Vielen, vielen lieben Dank. 1400 Zuschauer, was ist denn los, ey? Ich meine, gut, ich weiß, ihr wollt alle, dass ich weiter streame. Also passt auf, wir machen folgenden Deal. Ich schaue, dass ich heute oder morgen das Video hochlade vom Tiergarten in Nürnberg. Das ist vielleicht spannend, vielleicht auch nicht. Das ist, wie gesagt, auch vor der Verhandlung gewesen. Also habe ich da vielleicht ein bisschen anders noch geredet oder über andere Themen geredet. Ich bin gespannt. Und dann geht's ab dem Zeitpunkt dann wieder weiter. Also ich werde dann schauen, dass ich dann alle 1-2 Tage wieder einen Stream mache. Ich schaue, dass ich dann wieder alle 2-3 Tage ein Video hochlade. Ja, auch das wird nicht passieren. Wir kennen es. Ja, ich komme wieder irgendwie jeden Tag irgendwie und jeden zweiten Tag und dieses und jenes. Ankündigungslord at its finest. Ich habe auch vor, wieder Drache läuft zu machen. Hatte ich ja schon angefangen mit 1-2 Videos. Ja, du bist 1-2 Mal 100 Meter von deinem Ranger weggewongelt und hast dann halberten Herzkasperl dabei gekriegt. Und dann bist du wieder zurück, weil du Angst gehabt hast vor Tieren mit Tollwut. Und weil du am Schnauben warst, die alte Dampflok. Und das Ganze machen wir auch wieder. So, ich habe auch schon überlegt, ob wir eine Ausgabe von, ob wir vielleicht eine Alternative zu Drache läuft mit Drache fährt machen. Ja, weil da musst du nämlich nicht laufen. Das wäre supi. Da muss er sich gar nicht mehr bewegen. Rainer, ich habe deine Füße gesehen bei der Verhandlung. Mach was. Dass ich quasi ein Video schneide oder immer ein Video mitlaufen lasse nebenbei mal, wo ich einfach die Kamera vorne im Ranger verzurre oder festmache oder wie auch immer. Einer versucht dich zu bewegen und abzunehmen, ansonsten kannst du bald ein Livestream aus dem OP starten, wie sie dir die Diabetesachsen abnehmen. Und dann mal einfach irgendeine Strecke abfahren, wo ich Bock drauf habe. Einfach mal, auch nicht immer die gleiche Strecke, natürlich immer nur neue Strecken, irgendwie noch mal weiter, wenn ich mal nach Ulm fahre, wenn ich mal nach Bremen fahre, wenn ich mal nach Köln fahre. Das habe ich ja auch gemacht, wie ich ich merke schon, ich bin ein bisschen Meine Damen und Herren, jeder Frame ein Meme. Er ist ein bisschen. Und ich muss jetzt auf jeden Fall mal gucken, wie ich das alles anstelle. Ja, muss ich mal schauen, weiß ich noch nicht. Wenn der Hund nicht geschissen hat, dann hat er einen Hausen gekriegt. Es wird langsam dunkel, deswegen machen wir jetzt mal Schluss an der Stelle. Ich danke euch, wie gesagt, für eure Unterstützung und ja, wie gesagt. Wir machen jetzt mal Schluss an der Stelle. Das Video geht nur 9 Minuten rein. An die Hater. Ja. Ja, das sind sie wieder. Aber Rainer, du wolltest doch nicht über die Hater reden. Reini. Jetzt geht's los. Warten, die kompletten letzten 9 Minuten, alles nur noch Hater. Ich möchte mich nicht weiter mit euch beschäftigen und ich möchte mich nicht die ganze Zeit über euch aufregen. Dann tu es doch nicht, Rainer. Ach so, nee, geht nicht, weil du musst ja weiter die Hater provozieren, weil ansonsten gibt keine Barne. Weil wie du nämlich vorher so richtig festgestellt hast, gibt nur Barne,
wenn der Hater-Konflikt rausgezogen wird, wenn du dafür noch vor Gericht gehst, dann gibt noch mehr Barrende. Deswegen an dieser Stelle noch einmal. Hört bitte auf, wieder irgendwelche Unbeteiligten, wie ihr es seit 10 Jahren macht, oder seit 8, 9 Jahren macht, hört bitte auf. Da kickt sie wieder, die Paranoia. Irgendwelche Geräusche hinter mir. Da ist aber auch. Gut, dieses Mal hat das Lülü-Geräusch tatsächlich gepasst mit dem irgendwelche Geräusche hinter mir. Wie geil wäre es, wenn Leute hinter ihnen während den Lülü-Song spielen? Irgendwie nichts, keine Ahnung. Irgendwelche. Hört bitte auf, irgendwelche Leute wieder mit hineinzuziehen. Ihr zieht seit 10 Jahren irgendwelche Unbeteiligten in diese Geschichte, in diese Jahre, in diese Leute mit rein, in dieses wie. Jetzt hat er es komplett irgendwie verloren. Jetzt ist er raus aus der Nummer. Es rendert nur noch irgendwelche unbeteiligten Geschichten hier mit der Geschichte und so. Ihr es nennt Game, mit diesem kranken Spiel, wo ihr mit dem Leben eines Menschen spielt. Und ihr zieht immer mehr Leute mit rein. Also es hat angefangen mit meiner Familie und mit meinen Freunden. Dann hat es angefangen mit meinen Nachbarn. Dann kamen die ganzen Menschen in den letzten Jahren dazu, von der Polizei über... Moment. Die Polizei, die hast du damit reingezogen. Von den Hatern hatten die, also ganz ehrlich, mir den Teufel getan, um die Polizei zu rufen. Die hast du 20 Mal am Tag angerufen. Geht 100%ig auf deine Kappe. Verschiedene Dienstleister von Emskirchen und Umgebung und dann plötzlich, jetzt sind es die ganzen Hotels oder das Autohaus, wo ich mein Auto gekauft habe oder auch nicht gekauft habe, weil da kamen auch irgendwie 4 verschiedene Autohäuser raus. Das Auto so in ein Auto gekauft. Scheiße, jetzt haben die schon wieder verplappert oder auch nicht gekauft haben. Da. Lass es, Rainer. Lass es einfach. Hört halt einfach auf, ja. Jetzt wird irgendein Typ, der eine Wohnung vermietet, weil angeblich, Leute, ich bekomme keine Wohnung. Ich verstehe nicht, was daran nicht zu verstehen Nee, wir verstehen schon, dass du keine Wohnung bekommst. Wir wollen nur sicher gehen, dass das auch so bleibt. Ihr labert irgendeinen Scheiß so, der hat eine neue Wohnung, der ist da. Alter, jetzt ist er wieder richtig nett. Jetzt hat er sich schön in Rage gerendert. Und jetzt merkt man auch wieder, er redet jetzt da nicht darüber, weil er wirklich sich Sorgen macht darüber, dass Unbeteiligte irgendwo mit reingezogen werden oder sonst irgendwas. Er redet jetzt darüber, weil es ihn ankotzt, dass man ihn schon wieder so oft gefunden und gesichtet hat. Dass er nirgends hingehen kann, ohne gefunden und gesichtet zu werden und ohne, dass es ein paar Minuten später alle wissen. Das kotzt ihn richtig an. Das macht ihn saftigst matt. Vielleicht hat er jetzt auch im Hinterkopf, ganz bissen ist der KSA noch nicht mit der Verhandlung hier, die Staatsanwältin. Ehre und Anerkennung an dieser Stelle an die Staatsanwältin, hat ja Revision eingelegt. Wir wissen, Revisionsverfahren gehen dann in den allerseltensten Fällen durch. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich drück ihr die Daumen. Er ist gerade nicht nett, weil irgendwelche Unbeteiligten damit reingezogen werden. Das erzählt er zwar, aber Unbeteiligte gehen ihm ganz geschmeidig am Arsch vorbei. Er ist nett, weil er, wenn er mal 5 Minuten einen Streamer machen will, in den Wald rausfahren muss, weil ansonsten sofort jemand findet. Was zur Hölle? War einfach irgendwo essen, irgendwo auf dem Land, irgendwo... Ja. Jetzt kommt's da raus. Oh, scheiße. Ich kann nicht einmal eine halbe Stunde in Ruhe in die Wirtschaft gehen, ohne dass mich jemand findet. Rainer, das ist möglich. Mach noch ein letztes Video, sag hier, das ist mein letztes Video. Ich höre auf, ich gebe mich geschlagen, ich bin besiegt, ich versuche mein Leben wieder auf die Kette zu kriegen. Eine Woche nachdem ich dieses Video hochgeladen habe, lösche ich meinen Kanal. Auf Wiedersehen, raus aus der Nummer. Dann hast du deine Ruhe. Und der Pampa in irgendeinem Kaff war ich essen und dann kommen Leute daher, das ist. Auch wie man wieder merkt, dass er so richtig matt ist, wenn er diese Hater-Stimme macht. Diese ja, wir reden alle so. Wir reden alle so. Ausnahmslos. wenn
Wenn anderen Leuten das kommt, immer nur. Also ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Hört einfach auf, Leute mit in euer krankes Spiel von Menschen zu ziehen. Hört einfach auf, Menschen in ein krankes Spiel zu ziehen, wo ihr andere Menschen angreift. Ich meine, bei der Verhandlung, ich wollte das eigentlich nicht ansprechen, aber Nee. Du wolltest ja nicht über die Hater reden, aber jetzt redest du Kelsey-Pries, Rainer. Schon wieder seit 5 Minuten über wen? jetzt zum Abschluss möchte ich das noch sagen. Ja, der Abschluss in den letzten 7 Minuten, die es wieder noch dauert. Bei der Verhandlung kam einer der Zeugen rotzbesoffen. Das ist richtig, das war der Taschenlampendulli. Und der Taschenlampendulli wird sich noch eine längere Zeit wünschen, dies nicht getan zu haben. Der Mann bereut das jetzt schon sehr. Und hat sich dann sogar noch mit der Polizei geprügelt. Und Ich habe schon in unserem Podcast schon gesagt, Rainer, du hättest ihn einfach nicht so hart schlagen dürfen. Ein Taschenlampenschlag mit deinen übermenschlichen Kräften hat den behindert gekloppt. wie hieß er? Der Handtuchhater war auch da und ist besoffen Gut, der Handtuchhater, der war schon vorher, aber lassen wir von der Rolltreppe gefallen. Von der Rolltreppe, das geht doch nicht. Ach, das geht schon. Du musst doch 20 Promille im Helm haben. Und ist klar, dass Rainer nicht weiß, dass man von einer Rolltreppe auch fallen kann, weil er natürlich meint, Rolltreppen sind dazu da, um darunter zu rollen. Ja, weil das ist, was er tut. Aber ja, der Handtuchräder. Aber der Handtuchräder hatte mit dem scheiß Prozess überhaupt nichts zu tun. Also, jetzt mal ganz ehrlich. Ganz ehrlich, Leute, ich möchte nicht provozieren. Ich möchte mich nicht mit euch an. Nein. Nein, der will nicht provozieren. Danke für meinen Erfolg und meine Reichweite auf YouTube. An die Hater gerichtet. Du willst nicht provozieren. Verzeih das bitte irgendjemand anderem. Anlegen. Ich möchte nicht mit euch stressen und streiten. Möchte ich nicht. Doch, willst du, weil das ist dein Geschäftsmodell, Rainer. Ansonsten würdest du jetzt nicht schon wieder 6 Minuten über die Hater schwadronieren. Aber ganz ehrlich, das ist das beste Beispiel dafür gewesen, wie die Hater sind. Nicht alle, natürlich, aber viele. Und jeder, der stolz sagt, ich bin ein Drachenlord-Hater, der Ja. begibt sich mit solchen Leuten auf eine Ebene. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich möchte das für mich persönlich nicht. Nee, es gibt hier Trollo-Hater und dann gibt's schon hier die gehobene Hater-Klientel. Ja? Aber das ist meine Meinung. So, wie gesagt, mitten im Arsch der Welt, hier irgendwelche Krähen in den Bäumen, irgendwelche. Als ich vorhin. Also ich würde sagen, keine Ahnung, wenn ich jetzt hier den Handtuchhater, den Taschenlampendulli nehme, ja, die da einfach nur besoffen Randale gemacht haben, und wenn ich das vergleiche mit, keine Ahnung, einem Troll Lindemann, der da hingefahren ist, sich dann mit einem Dudelsack hingestellt hat, vorher einen Manowar-Song dann einstudiert hat und den da zum Besten gegeben hat mit dem Dudelsack, da sind niveautechnisch halt einfach Welten dazwischen. Also, die brauchst du nicht über einen Kamm scheren, Rainer. hier war, ich habe hier vorhin gepullert. Alter. Wie ein Viech. Im Übrigen auch wieder hier in Neandertal Rainer. Hier da hinten im Wald, da habe ich hingepisst. Gehört jetzt mir. Und dann war hier hinten irgendwo ein Geräusch, irgendein Reh oder ein Hirsch oder irgend sowas, keine Ahnung, wo dann wegrennt. Also das ist Einer der einzige Hirsch in dem ganzen Wald bist du. ein Geräusch gewesen, was sich entfernt hat. Ja, keine Ahnung. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ihr merkt, es wird dunkel. Ihr merkt, ich laber schon wieder viel zu viel über Hater. Und das Richtig? möchte ich natürlich vermeiden. Ich möchte mich, wie gesagt, nicht mit ihnen anlegen. Aber wie gesagt. Rainer, dann tu es nicht. Wenn du dich nicht mit irgendjemandem anlegen willst, warum machst du das dann? Ihr zieht schon wieder Menschen in irgendetwas mit hinein, weil ihr jetzt glaubt, es gibt eine neue Chance, fangt ihr schon wieder an. Das Geile ist, ihr fangt genauso an, wie ihr aufgehört habt. Rainer, du fangst gerade genauso an, wie du aufgehört hast. Du hast ein paar Tage, Woche oder was das, 8 Tage, was das waren vor der Verhandlung, hast die Haxen stillgehalten
wahrscheinlich auf Anraten deines Anwalts. Ich will nicht wissen, wie viel Überredungskunst ihn das gekostet hat oder ob er dir irgendwo festketten hat müssen oder was auch immer. Du hast die Haxen ein bisschen still gehalten, damit es vor der Verhandlung nicht noch irgendeine Katastrophe gibt, weil wir alle wissen und wir alle darauf spekuliert haben, dass es unmittelbar vor der Verhandlung noch mal einen heftigen Meltdown gibt. Das hat dein Anwalt auch gewusst. Und dann hat der zu dir gesagt, Rainer, du setzt dich jetzt dahin und du hältst die Fresse. Hier, Handy, Tablet, Laptop, alles her. Du bleibst jetzt hier sitzen und hältst dein Maul für 8 Tage. Ansonsten prügel ich die Scheiße aus dir raus. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Ihr glaubt, jetzt wohnt er da. Und jetzt 5 Tage nach der Verhandlung geht's wieder los. Aber wir fangen wieder genauso an. Obwohl es überhaupt nicht stimmt. Und selbst wenn es stimmen würde, ihr zeigt damit mir, ihr zeigt damit dem Gericht und jetzt. Warte mal, was hat er gerade nochmal gesagt? Ihr glaubt, jetzt wohnt er da, obwohl es überhaupt nicht stimmt. Und selbst wenn es stimmen würde. Ach so, ja. Weil. Ich sag's immer so, scheißegal, wo du irgendwann wohnst, Geheimnis wird das nicht lang bleiben. Ihr zeigt damit mir, ihr zeigt damit dem Gericht und ihr zeigt damit der gesamten Welt, dass es einen guten Grund hat, warum ich auf Bewährung raus bin, weil es Nein, du bist auf Bewährung raus, weil du deine komische Fabel vom armen Mobbing-Opfer gesponnen hast. Aber der Cast ist noch nicht bissen und wenn die Revision nicht durchgeht, wir kennen dich, du wirst ihn nicht lang nur zusammenreißen können und es kommt früher oder später die nächste Verhandlung und dann sitzt du ein. 2 Jahre Bewährungszeit hast du, in denen du dir nichts zu Schulden kommen lassen darfst. Darf ich dich daran erinnern, dass es das letzte Mal nach der letzten Verurteilung, die du kassiert hast, also 1 Woche gedauert hat bis zum Taschenlampenschlag? 1 Woche. Letzten Endes genau das ist, was ihr seit 8 Jahren macht. Ihr provoziert es und ihr geht wissentlich auf jemanden los, von dem ihr wisst, dass er euch die Fresse anschlagen wird, wenn ihm der Geduldsfaden platzt. Okay, jetzt sind wir nämlich an dem Punkt. Jetzt sind wir an dem Punkt, was wir im Podcast schon gesagt haben, ist sehr, sehr gefährlich, dass der Richter da die Argumentation des Verteidigers recht gegeben hat und gesagt hat, ja, hier, wenn du da hingehst, dann musst du damit rechnen, dass du eine auf die Fresse kriegst und sowas. Was komplett Hanebüchen ist für mein Gerechtigkeitsempfinden. Aber jetzt meint Rainer tatsächlich, er ist da im Recht. Und wenn ihn jemand nervt, dann darf er Gewalt anwenden. Und das öffnet die Büchse der Pandora. Ich glaube, da könnte es jetzt wirklich gefährlich werden. Weil der Rainer denkt sich jetzt nicht, sollte ich vielleicht doch besser aufpassen, sondern der denkt sich, ja, bin ich immer wieder davon gekommen. Der Richter hat mir ja recht gegeben. Also das nächste Mal, wenn man da blöd kommt, dann kriegt er auch eine drauf. Wenn er richtig blöd kommt und ich sitze im Auto, dann, ja. Und auch vor Gericht wurde gesagt, es ist natürlich kein Freifahrtschein, wie ich jetzt freigesprochen wurde. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass ich, obwohl ich auf Bewährung bin, auch Menschenrechte besitze und auch das Recht der Unantastbarkeit für mich gilt. So ja, aber für die Leute, denen du auf die Schnauze haust, für die gilt das nicht, oder? Und ganz ehrlich, auch wenn der besoffen war und draußen vor deinem Tor gestanden ist und gesagt hat, hau mir doch eine rein, hau mir doch eine rein, hau mir doch eine rein, ist das immer noch kein Grund. Ist es immer noch kein Grund, scheißegal, was der Richter sagt, immer noch kein Grund, dass du dem eine draufzimmerst, scheißegal, was das für ein Vollidiot ist. Ja, der Typ ist brunzbiesel blöd, ja, der Typ hat 20 Promille im Kopf gehabt, ja, der Typ hat gesagt, hau mir doch eine rein, aber der wiegt 1/3 von dir. Nicht einmal. Ja, das ist das kleine Zwetschgenmanschgal. Da kannst du mir nicht erzählen, dass der Buttergolem, der du bist, sich nicht anders zu verteidigen gewusst hat, als dem eine scheiß Taschenlampe auf die Nuss zu hauen. Und da gibt es überhaupt keine Ausrede dafür. Ja, so wie der sich aufgeführt hat, hat er den kompletten Ding torpediert, aber wenn der auch nur 5 Hirnzellen mehr gehabt hätte, würdest du jetzt im Knast sitzen.
wie für jeden anderen Menschen. Man darf nicht andere Menschen einfach angreifen und fotzen und sonst was. Ihr belästigt mich, ihr beleidigt mich, ihr greift mich an. Ich mache Videos. Niemand ist gezwungen, sie zu schauen, wie ich seit Ja, rechts oben ist der X-Button. 10 Jahren sage. Und niemand, und ich meine wirklich niemand, weder Hater noch Fan, noch Zuschauer, noch Drache, noch Nicht-Drache, noch sonst was, ist in irgendeiner Art und Weise verpflichtet, das, was ich mache, zu konsumieren. Ich aber bin gezwungen, mich von Menschen Du aber bist gezwungen, das ins Internet zu scheißen. Nein, Rainer. zu verstecken, bin gezwungen, gegen Menschen zu kämpfen. Nein, Rainer, bist du nicht. Du könntest dich aus der ganzen Scheiße einfach zurückziehen. Machst du aber nicht. Du provozierst, weil du damit Geld verdienst. Hier, erster Streamende nach der Verhandlung. Kohlen pro Stunde 67,50. Das ist ein satter Stundenlohn. Das ist richtig satter Stundenlohn. Du weißt ganz genau, dass das dein Lohn und Brot ist. Und wenn der Hate nicht wäre, würdest du gar nichts verdienen. Und bin gezwungen, vor Menschen zu flüchten, die mein Leben, meine Existenz und meine gesamte... Ja, jetzt hast du gedacht, es müssen 3 Worte werden, aber nach 2 Worten ist dir nichts mehr eingefallen. Existenz. meine Gesamtheit vernichtet. Deine Gesamtheit. Dreieinigkeit des Rainer Winkler. Oh. Fett, faul und dämlich. Vernichten wollen. Und zwar wirklich vernichten. Rainer, niemand will ich vernichten, werden es nicht wieder so melodramatisch. Wir wollen nur, dass du nicht mehr im Internet bist. Hater hat auch gezeigt, es ist nicht nur der Handtuch-Hater und der Zeuge, der besoffen aufgetaucht ist. Auch ein anderer Hater hat, habe ich im Nachhinein gemerkt, eine Aussage getroffen in einem Livestream während der Gerichtsverhandlung, die dann zu Ende war, und hat gesagt, ich bin jetzt vogelfrei. Er hat mich jetzt, der Richter hat mich jetzt zum Todesschlag erklärt. Und der Richter hat dich zum Todesschlag erklärt. Das war der Wortlaut. Nein. Ich glaube, der Wortlaut, den ich damit bekommen habe, war, der Richter hat gerade ein Todesurteil unterschrieben, weil die Leute, die es richtig anfrisst und die Leute, die vorher schon gewisse Grenzen überschritten haben, für die bist du jetzt vogelfrei. Und ich sehe da auch Probleme. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe da potenziell Probleme. Und diese Person, die das gesagt hat, hat auch nicht gesagt, ja, hier, wir müssen jetzt losziehen und den Rainer töten. Sondern sie hat gesagt, dass diese Sache, dass es sein kann, dass dadurch jetzt diese Sache so krass eskaliert, dass es für dich lebensgefährlich sein kann. Was durchaus nachvollziehbarer Gedankengang ist. Denk dir mal, was vorher los war und was jetzt dann los sein wird. ist hergegangen und hat mir mit dem Tod gedroht. Nein, Rainer, niemand hat dir mit dem Tod gedroht. Ganz im Ernst, Leute, wer wirklich sich hinstellt und sagt, ich bin ein stolzer Drache, wer sich wirklich hinstellt und sagt, ich bin ein stolzer Hater, ja, der begibt sich auf ein Niveau und auf eine Ebene mit Menschen, die anderen mit dem Tod drohen und auch noch in der Situation sind, dass René Krähe, hör auf drüber zu reden, sonst stirbt noch jemand, ja. man ihnen glauben muss, nach dem, was die letzten 8 Jahre passiert ist. Sorry für die Rotzerei, by the way. Denkt bitte mal darüber nach. So, ihr seht, es wird dunkel, ich muss jetzt aufhören. Ja, das hast du jetzt schon 3-mal gesagt. Das Video dauert trotzdem nur 3 Minuten. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Stream, beim nächsten Video, beim nächsten Mal wieder mit dabei. Hör auf, darüber zu reden. Ich rede, worüber ich will. Oida. Ja. Der hat das Bier bei der Nase ausgeschossen. Ich rede, worüber ich will. Immer noch, ja. Es ist immer noch mein Stream und ich rede vernünftig. Man merkt, der kriegt seinen heftigen Höhenflug gerade wieder.
Da sind 1700 Leute, die sich den Stream wieder anschauen. Hat schon wieder ein Hunderter verdient in der kurzen Zeit. Er kriegt jetzt gerade schon wieder einen richtigen Höhenflug. Beflügelt auch durch das Urteil und sowas. Ich mache, was ich will. Mir kann keiner was. Ich provoziere niemanden. Ich sage, wie es ist. Wer das nicht akzeptieren kann, der braucht hier nicht zuzuschauen. Ihr müsst meine Meinung nicht akzeptieren. Ich muss eure Meinung nicht akzeptieren. Und ihr müsst genauso wenig meine Wertvorstellungen Teilen, Rainer. wiedergeben oder widersetzen, Nein. wie ich auch eure. Ja? Ihr sagt immer, ich nehme keine Vorschläge oder keine Verbesserungen an. Das macht ihr auch nicht. Ihr sagt mir, was ich zu tun habe und glaubt, dass ihr in der Lage seid oder dass ihr in der Situation seid, dass ihr mir Befehle erteilen könnt. Ich weiß nicht, die ganze Welt sagt dir seit 10 Jahren, dass du dämlich bist und dass du die Scheiße mit dem Internet besser sein lassen solltest. Obwohl das nicht der Fall ist. Ich kann euch keine Befehle erteilen, aber ich kann euch sagen, wie grausam Mobbing ist. Und ich kann euch sagen, oh, wie grausam das Mobbing. Du armer Mann. Dass das gezwungen wird, unter vorgehaltener Waffe werde mit hier, da stehen 5 Leute hinten dort ein Gorsel schnalzend, damit er da seine Strebenes und seine Videos ins Internet scheißt. Heftigst gezwungen wird er dazu. Was ihr macht und wenn ihr euch wirklich hinstellt und sagt, ich bin ein stolzer Drache oder sowas wie, rede nicht darüber, so mir das Maul verbieten wollt. Ob das jetzt böse gemeint war oder nicht, spielt in dem Moment keine Rolle. So ein Satz ist unnötig. Komplett. Rainer, du bist unnötig. Alles, was du tust, ist unnötig. Alles, was du jemals getan hast, ist unnötig. Und alles, was du jemals tun wirst, ist unnötig. Du bist unnütz, Rainer. Unnütz. In meinen Videos und in meinen Streams 8 Jahre lang meine Meinung vertreten. Ja, und die war 8 Jahre lang dumm. Und merkst du, wo es dich hingebracht hat? Du hast 8 Jahre deine Meinung vertreten. Jetzt stehst du im Wald und laberst Bullshit. Mich wundert's ja, dass nicht schon irgendwas genistet hat in dem Nest, das du oben auf dem Kopf hast. Na? Da ist er. So. Und ich habe in Deutschland Meinungsfreiheit. Zumindest noch. Wenn es mit dem Krieg so weitergeht, wer weiß. Aber darüber rede ich jetzt nicht hier, weil es hat hier absolut nichts verloren. Ja, dann fang halt auch nicht an, wenn das da nichts damit zu tun hat. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es heute Abend schaffe, aber ich werde es versuchen, heute Abend noch zu schneiden und morgen. Ja. Hier. Schneiden, rendern, hochladen, alles schwerste Arbeit. Morgen könnt ihr dann von mir aus liebend gerne euer Video schauen. Ja. Schau von mir aus euer Video. Im Tiergarten bin. Das ich dann hoffentlich hochgeladen habe. Einfach Maultaschen, klickt den Tschüss. Laden und dann einfach. Und danke für eure Unterstützung. Tja. Da kommt nichts mehr. Das war's. Schaut mich an, den schönen Mann. Ja. Ich fasse zusammen. Ja, hallo, ich stehe im Wald. Ich will ja nicht über die Hater reden, aber die Hater. Aber ich rede schon wieder über die Hater, von denen will ich ja nicht reden. Die Hater. Ich sehe dem Ganzen kritisch entgegen, was da jetzt auf uns zukommt. Zum einen, weil er hat sämtliche negativen Bestätigungen jetzt praktisch, also wiedergekriegt. Er hat sich wie die Wildsau verhalten und anstatt dass er in den Knast geht, hat er jetzt noch ein paar tausend mehr Abonnenten. Hat jetzt hier 102 € verdient in diesem beschissenen Stream. Das ist runtergerechnet 82 € in der Stunde, was der jetzt damit verdient hat. Jetzt denkt euch einmal kurz drüber nach, wie viel ihr in der Stunde verdient. Wie lange ihr für 82 € in der Arbeit stehen müsst. Er hier. Mit dem Scheiß. Und das ist genau der Punkt.
Er ist in seiner Meinung bestätigt worden, das war alles richtig, was er so getan hat. Auch wenn er in seinem Community-Post was anderes gesagt hat, aber das ist ihm vorgeschrieben worden. Also da hat es geheißen, hier, Herr Winkler, das und das und das und das muss drinstehen. Das schreiben sie in ihren eigenen Worten. Und fertig. Er ist in seiner Ansicht bestätigt worden, dass er sich nur gewehrt hat und im vollen Recht war. Das heißt, er wird weiter so handeln. Glaubt's nicht, dass der jetzt auf einmal anfängt, irgendwie seine Probleme nicht mehr mit Gewalt zu lösen. Es wird eskalieren und er kriegt jetzt hier die Bestätigung, ja hier, der Hate bringt Barne. Das ist der erste Streamer jetzt nach dem Ding, er hat ein paar tausend Abonnenten mehr dazu bekommen, hier schauen ihm 1700 Leute zu und er hat jetzt hier einen Stundenlohn von 82 Euro gehabt. Für ihn hat er alles richtig gemacht. Und eine Bewährungsstrafe zählt nicht als Strafe. Also er sieht das nicht so, als wäre er da verurteilt worden. Weil er ist ja verurteilt worden. Für ihn ist das gleichzusetzen mit einem Freispruch. Für ihn ist alles cool, alles klar. Er muss jetzt ein bisschen was machen und so, aber eigentlich ist er im Recht. Und das ist fatal. Das ist fatal und das führt ins Unglück. So. Nostradamus, Kasper, Medal off.